Riwer dann bei die internationalen Norrichten ugefang mat enger klenger Kris an der Freundschaft tëcht Israel an den USA. De Petzberg zut Detailer. Israel kann so net weiterfuhren, so den US-Präsident Joe Biden zu Washington an géif hoffen, de Premier Netanyahu géif seg Justizreform opginn. E bësse Queger getouft reagiert de Rechtspopulist am Nahen Osten dodrop seet, et géif net op Druck vu Bause reagieren. Géif lo no Kompromisser sich oni awer ze preziséieren, wéi eng Kompromisseret an der Gewaltentrennung a Rechtsstaatlichkeit iwwerhaupt kéint ginn. Stadt Bachmut wie ënner quasi permanentem Artilleriebeschoss so en ukrainschen Soldat haut iwwer Telegram, méi sie géif nach ëmmer ferm vun den Ukrainer geha. De Mercenärchef Jewgeni Prigozhin sot haut an engem Radiosinterview schlecht im Bachmut hat die Ukrainischer Armee am Funk schon zersteiert. Méi leider hat ze och de Wagner-Gruppe schwéier opgeriffen. Mittlerweile sinn awer britisch Challenger an Deitsch Leopard-Panzer an der Ukraine ukommer, sie kennten an enger ukrainischer Kontroffensiv Situation sehr anentschädend zugunsten von Kiew drehen. Iwer 2000 eler Schweizer Damen hunn die Schweizer Regierung 400 Europäisch Gericht für Menschenrechte zitiert. Die ineffikas Politik vom Land as Sache Klimawechsel wären Verstoß gegen ihr Recht op ihr Leben an ihr Gesundheit. 6 Jahre lang hat sich der Fall schon durch die Schweizer Gerichte gezun. Die Argumentation ist die, dass Kaniküllen für viel eler Frauen deutlich sind. Die Regierung misst dem nur eng adäquat Klimapolitik machen. An den letzten 20 Jahren ist die Sterblichkeit von Leuten über 65 aufgrund von Hitze über 30% geklommen. Der britische König Charles III. Als eng Frau Camilla sind an Deutschland ukom a goufe vum Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier a Sängerfrau empfangen. Die königliche Visit soll 3 Tage dauern. Und das die echt Auslandsreise vom Charles III. Überhaupt als enger neuer Funktion an nach 4 Sänger Krönung, der 6. Mai. Pensionsmanifestanten aus Frankreich hatten dem Emmanuel Macron die Fußnote an der Geschichte nicht vergönnt.